Hallo, meine lieben, allerliebsten Menschen auf dem ganzen Planet im Internet. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Also legit, es freut mich immer, wenn ihr einschaltet und wenn ihr zuhört. Und wenn ihr Bock habt und ihr habt richtig Bock auf neue Folgen, also gebe ich mir natürlich Mühe, zum probieren, alles in den Griff zu bekommen mit dem Podcast. Ja, wie ihr gemerkt habt, jetzt ist wieder 2 Wochen vergangen. Ich glaube, wir nähern uns wirklich dem an, dass es ein alle 2 Wochen Ding wird mit «Hören mal». Im Moment auf jeden Fall. Ich bin gerade dran, am probieren herauszufinden, wie dass ich das machen kann mit einer neuen Kamera und so, wo alles ein bisschen einfacher macht zum Zusammenschneiden und so. Weil im Moment ist meine Kamerasituation richtig scheiße und dann kann ich auch wieder mit Video aufnehmen. Und ich glaube, das freut viele von euch, weil doch viele das mit Video geschaut haben. Finde ich crazy. Aber ja, ich bin auf jeden Fall jetzt in einer Phase, wo ich wieder probiere herauszufinden, wie ich ein bisschen optimieren kann und dann hoffe ich, das kommt demnächst mal alles. Ich bestelle alles mal und jetzt muss ich aber zuerst mal noch herausfinden, ob das wirklich eine gescheite Idee ist, weil Kameras sind sau teuer. Genau, aber einfach, dass ihr wisst, ich bin dran, ich probiere es und ich freue mich. Ich freue mich auch jetzt gerade wieder mit euch zu reden. Es ist so viel los irgendwie und keine Ahnung, ich war vorher live auf TikTok, lustigerweise. Und jemand hat gefragt, ja, gibt es denn in der neuen Podcast-Folge ein Live-Update wieder oder nicht? Und dann habe ich gesagt, hey, es hat sich nichts verändert seit der letzten Folge. Ich bin immer noch genau gleich lost. Ich bin immer noch am Overthinken, bin die ganze Zeit am Gedanken machen. Und ich finde, das ist auch etwas Gutes eigentlich, weil gerade wenn man so busy ist und wenn man ganz viele Kolleginnen hat und einen Freund und Verpflichtungen und müde ist und dann einfach schlafen kann, dann entgleitet einem das amix, finde ich, um sich wirklich tiefe Gedanken machen, wo man auch einfach mit sich selber ausmacht. Also ich bin eigentlich sowieso eher ein Mensch, der viel zu oft, finde ich, sofort zu den Friends rennt und das mit denen besprechen muss oder zu meiner Mami geht und irgendwie das Thema anspricht oder einfach immer mit jemandem darüber reden muss. Oder eben, ich habe ja einen Podcast sogar, wo ich über so Zeug rede, wo ich aber denke, es wäre auch sinnvoller für mich, um einfach auch mal mit mir selber überlegen, ohne immer einen fremden Input zu bekommen zu meinen Gedanken. Und dann vielleicht im nächsten Schritt zu irgendjemandem angehen mit diesen geordneten Gedanken, die ich mir bis dann vielleicht gemacht habe, oder die ich mal aufgeschrieben habe oder so. Und ich denke mir jetzt wirklich die letzten 2 Monate, denke ich immer wieder daran, boah, ich sollte wirklich mal aufschreiben, was ich denke. Aber ich drücke mich so krass davor, weil ich will mich irgendwie immer noch nicht so richtig damit befassen, weil es ist so anstrengend. Und ich habe wie jetzt Angst, glaube ich, vor der Erkenntnis, die ich machen würde, wenn ich das Zeug aufschreibe, weil jetzt kann ich mir so einen kleinen Gedanken machen, denke ich mir, nein, das Thema ist mir zu anstrengend und dann denke ich einfach an irgendetwas anderes. Also ich weiß nicht, wie es bei euch im Kopf aussieht, weil ich habe letztens herausgefunden, dass nicht jeder Mensch 24/7 Gedanken im Kopf hat, das finde ich ganz komisch. Aber bei mir rattert es auf jeden Fall den ganzen Tag. Also ich habe immer etwas im Kopf. Und dementsprechend ist es auch mega easy, um einfach mal kurz an etwas anderes zu denken und das wieder vergessen, was ich angedenkt habe. Und wenn ich mir das aufschreiben würde, wäre es halt nicht so. Dann müsste ich mich tatsächlich mit dem Thema befassen. Und ja, im Moment verdränge ich, glaube ich, ganz viele Sachen, wo eigentlich wichtig wären, um Aufmerksamkeit zu schenken. Aber ich mache das einfach nicht, weil es mir irgendwie zu anstrengend ist und ich gar nicht weiss, wo anfangen und ich weiss nicht, wo die Lösung ist und so. Aber ich glaube, es wäre eigentlich gut und ich glaube, es ist auch nicht... Also logisch finde ich nicht einfach magische Lösung und logisch brauche ich für das irgendeinen Input von anderen Menschen und logisch kann ich nicht alles allein lösen, aber das immer angewiesen sein auf andere Leute und die Meinung von meiner Mutter, die Meinung von meinen Kolleginnen, die Meinung von BBB und dann vielleicht sogar meine Meinung dann anpassen, also vielleicht hätte ich ja etwas ganz anderes gedacht ursprünglich, wo ich es einfach mit mir selber überlegt habe, dann sagen vielleicht 5 meiner Kolleginnen jeweils etwas anderes und dann bin ich nachher noch mehr verwirrt oder dann sagen alle meine Kolleginnen, nein, mach das so und so und so und so. Es ist mega unnötig, dass ich alles immer... Also es ist wie... Es wird erst valid, wenn mir jemand anders sagt, ja, das stimmt. Zum Beispiel gehe ich ja mega oft mit etwas zu meinen Kolleginnen und schlage dann wie eigentlich schon meine Lösung vor. Also sage zum Beispiel, oh, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade wirklich kein gutes Beispiel, aber stellt euch vor, ich habe irgendwie ein Problem in der Schule mit irgendjemandem. Dann schildere ich das Problem und anstatt dann einfach offen zu fragen, Alter, was denkst du dazu, was soll ich machen? Sage ich, ja, also eigentlich könnte ich jetzt einfach so und so und so und so machen, wie findest du das? Und dann sagen sie mir logischerweise einfach, ja, finde ich eigentlich gut. Und dann, erst dann ist es für mich eine valide Sache zu machen oder einen validen Gedanken zu haben. Und vor dem bin ich mir unsicher und darum gehe ich dann halt immer zu irgendwelchen Leuten Approval suchen für das. Und das finde ich eigentlich mega blöd, weil das nimmt wie auch den ganzen Wert weg
vom Fakt, dass ich eigentlich eine gute Lösung gefunden habe. In dem Fall, wenn mir zum Beispiel jetzt 10 Leute sagen, ja, das finde ich voll eine gute Idee, dann kann ich mir das gar nicht zuschreiben. Dann kann ich nicht nachher wie stolz aus der Situation rauslaufen und denken, jetzt habe ich eine gute Idee, um die Situation zu lösen oder so. Weil das haben mir 10 andere Leute zuerst mal müssen sagen, anstatt dass ich einfach von mir aus das realisiert habe und daran geglaubt habe, dass ich eine gute Idee habe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt sehr abstrakt und so ein bisschen wirrwarr, aber ja, das ist gerade etwas, was mich im Moment beschäftigt. Und passend zu diesem Thema geht es jetzt heute auch darum, dass ich ein paar Tipps habe dazu, wie man lernt, zu sich selber zu stehen. Weil das ist etwas, wo sehr oft gefragt wird, weil ich ja schon eine sehr, sagen wir mal, spezielle Persönlichkeit habe, auch im Internet. Und Leute sagen immer, ja, das muss man sich ja erst mal trauen und wie traust du dich das und wie kommt man an so einen Punkt und ich schäme mich so fest für mich selber und eigentlich bin ich gar nicht so, wie ich mich benehme, zum Beispiel in der Schule, aber ich traue mich einfach gar nicht, aus meiner Schale rauszukommen oder ich traue mich gar nicht, die Fassade jetzt lassen und so zu sein, wie ich wirklich bin. Emma, wie machst du das? Und ich kann euch erstens ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist auch eine Sache von, ich kann es einfach nicht anders. Ich würde wirklich mich lieber noch ein bisschen mehr verstellen, als ich das mache, weil es einfacher wäre in gewissen Situationen. Also ich finde, das ist auch etwas, also eine gute Eigenschaft fast schon zum haben in gewissen Situationen, dass man sich kann ein bisschen distanzieren oder ein bisschen zurücknehmen und nicht immer 180% gibt von sich selber und nicht immer gerade zack, bumm, da bin ich, ist, weil in gewissen Situationen ist es so anstrengend und in gewissen Situationen passt es auch einfach nicht. Aber ich kann das nicht, ich kann mich nicht verstellen. Also ich kann auch dir nicht ins Gesicht schauen und ich finde die richtig scheiße und so tun, als fände ich die nicht scheiße. Du merkst es einfach und das ist richtig schrecklich, weil ich will ja auch nicht rumlaufen und immer alle meine Emotionen quasi gegen aussen tragen. Ich fände es auch cool, mal etwas geheim zu behalten, aber das kann ich halt irgendwie einfach nicht. Genau. Und darum sage ich, ein grosser Teil ist einfach, weil ich die Fähigkeit nicht besitze, um irgendwie etwas anderes zu machen, als ich selber zu sein. Klar hat es Zeiten in meinem Leben gegeben, wo ich irgendwie eine ganz komische Version von mir war oder wo ich einfach nur nachgemacht habe, was die Leute gemacht haben, die ich cool gefunden habe. Und so. Aber in dem Moment bin ich trotzdem stark davon ausgegangen in meinem Kopf, dass das einfach ich selber bin. Und darum ist es mir so leicht gefallen, einfach irgendeinen Scheissdreck zu machen, weil ich habe mir nicht aktiv gedacht, oh, jetzt machst du einfach die anderen nach und dann bist du cool. Sondern ich bin einfach so wirklich so gewesen, oh, das bin ich. Also das natürlich ein anderes Problem ist. Aber dazu kommt auch einfach, dass ich einfach, glaube von Grund auf so ein bisschen so ein Selbstbewusstsein mitgegeben bekommen habe, von daheim aus, weil mir nie das Gefühl gegeben wurde, dass es irgendwie komisch ist, wie ich bin, sondern es ist immer gelobt worden. Es ist immer so, haha, die Emma ist eine Lustige oder die Emma ist eine Aufgestellte oder die Emma ist ein Klon oder so, aber nie komisch oder nein, die Emma ist zu viel und die Emma ist zu nervig. Und das sind erst Sachen, die ich dann von sonstigen Situationen mitbekommen habe. Zum Beispiel von der Schulzeit dann irgendwann oder von irgendeinem Freund, der mich blöd gefunden hat insgeheim. Dann habe ich erst angefangen zu realisieren, dass nicht jeder mich einfach lustig findet oder nicht jeder einfach zufrieden ist damit, wie ich bin. Von daheim aus habe ich immer das Gefühl bekommen, aha, ja, so, ich bin halt einfach so und alle akzeptieren mich so und alle finden mich lustig so und darum werde ich weiterhin so sein. Darum das schätze ich auch sehr, dass ich nicht von daheim aus das Gefühl bekomme, dass ich einfach ein Stück Scheiße bin, weil das macht das Ganze natürlich sehr viel schwieriger und ich glaube, ganz viele Menschen, die mir schreiben, dass sie ein Problem haben mit dem und nicht aus sich rauskommen können, haben das natürlich auch von daheim aus mitbekommen und das ist dann ein viel grösseres Hindernis zum Überwinden. Aber das heisst nicht, dass es unmöglich ist, Leute. Ich sage immer wieder, ich war auch mal eine Scheuche. Ich war auch mal nur daheim so gewesen, wie ich wirklich bin. Aber die Zeiten sind vorbei und ich habe euch ein paar Tipps. Ich bin auf das Thema überhaupt gekommen, weil, ja, also erstens, weil er mich oft fragt, aber ich habe das Gefühl, im Moment ist es ein grosses Ding. Eben, weil so viele mega schwankende Lebenssituationen haben, weil im Leben von ganz vielen von uns im Moment so viel Neues passiert und die Umstände sich verändern und so. Und ich habe das Gefühl, in so Phasen von Unsicherheit allgemein im Leben, wo man nicht weiss, was passiert jetzt oder wie wird jetzt das Studium und wird mir das gefallen und wie wird die Prüfungsphase aussehen und jetzt habe ich einen neuen Typ, wie wird das rauskommen? Oh, eine neue Kollegin, wird die wirklich nett zu mir sein? Neuer Job, wie kommt das? Wie sieht es in 5 Jahren aus? Das sind ja alles Sachen, die uns im Moment, glaube die Mehrheit von uns beschäftigt. Und ich sage, in so Phasen vom Leben
taucht auch dann immer wieder mega fest die eigene Unsicherheit im eigenen Charakter auf. Dass man eigentlich wie zum Beispiel, stell euch die Situation vor, du bist fertig mit dem Gymi, dort hast du eigentlich gedacht, du weißt voll, wer du bist. Du hast deine Persönlichkeit so ein bisschen gefestigt, du weißt, was deine Stärken sind, was deine Schwächen sind, was du gut kannst, du weißt, was du gerne machen würdest mit deinem Leben. Du hast wahrscheinlich dein nächstes Jahr geplant, Zwischenjahr, nein, ich fange Studium an, hey, ich gehe arbeiten. Es ist alles recht strukturiert und man meint voll, ich weiss, wer ich bin. Und ich habe die Leute gefunden, die mich gerne haben, so wie ich bin. Oder ich weiss, wer ich nicht gerne habe. Ich habe so meinen Platz im Leben. Und dann kommst du aus dem Gym, bist fertig mit dem Gym. Das Zwischenjahr läuft vielleicht noch so, wie du es geplant hast, höchstwahrscheinlich nicht einmal das. Und plötzlich merkst du, Scheiße, ich bin in einer ganz neuen Situation. Ich weiß nicht, was ich machen will. Ich weiß nicht, ob das Studium mir trotzdem gefällt. Oh mein Gott, ich bin irgendwo in einem fremden Land, das gefällt mir gleich nicht. Ich will gleich kein Auslandsjahr machen. Oh mein Gott, Schaffen. Wieso habe ich gesagt, dass ich schaffe ein ganzes Jahr? Schaffen ist so schlimm. Oh mein Gott, was mache ich mit meinem Leben? Wer bin ich? Alle meine Kollegen vom Gym melden sich nicht mehr. Ich habe keine richtigen Kolleginnen mehr. Keiner weiss mehr, wie ich wirklich bin. Keiner redet mit mir. Keiner juckt es, wie es mir geht. Alle auf der Straße schauen mit dumm an. Ich weiss nicht, ob mir mein Hobby noch gefällt. Ich weiss nicht, ob ich noch mit meinem Freund zusammen sein will. Ich weiss nicht, ob ich überhaupt so bin, wie ich jemals gedacht habe von mir, dass ich bin. Das ist dann meistens das, was passiert, wenn man einfach so ins kalte Wasser geworfen wird in einer neuen Situation. Und das finde ich, also natürlich ist es mega anstrengend. Und es ist so schlimm, wenn man in dieser Situation ist und wirklich so das Gefühl hat, einem ist der Boden unter den Füßen weggerissen worden und du hast keine Ahnung, wer du bist. Und du hast das Gefühl, alle anderen wissen es und alle anderen haben es im Griff, aber du nicht. Und das ist auch schlimm, wenn man gerade so sicher war und gedacht hat, jetzt weiss ich, wer ich bin. Jetzt weiss ich, was ich machen will. Und immer dann, wenn man gerade sicher ist, zack, kommt das Nächste und du bist wieder völlig lost und fährst bei Null an. Und ich finde, das sind auch Situationen, die man auch nutzen kann, weil ich glaube, ab einem gewissen Alter sind einem die eigenen Unsicherheiten nicht mehr so bewusst. Also wenn ich zurückdenke, so in die Jugendzeit, dort haben wir wie alle oft auch darüber geredet, über was man insecure ist. Boah, ich will, keine Ahnung, grössere Brüste und nein, der Nico ist mein Crush und er hat mich nicht gern und ich bin so scheiße im Deutsch und ich sollte besser in Mathe sein und meine Eltern stressen mich voll, das nervt voll. Oder boah, meine Füße sind so klein. So, das sind so unsere Insecurities früher. Nicht zum Downplayen. Ich weiss, während der Pubertät hat man extrem viel im Kopf und alles ist ein riesen Problem und man fühlt sich wirklich auch so und mir ist es auch so gegangen. Aber ich habe das Gefühl, früher ist mir auch bewusst, was ist meine Unsicherheit und bin sehr fokussiert auch auf das. Und dann irgendwann wächst man aus dem raus, wird ein bisschen stabiler, checkt, okay, die Welt dreht sich nicht nur um, ob ich hässliche Zähne habe oder nicht, ob ich eine Zahnspange habe oder nicht, sondern es gibt auch noch andere Sachen und man vergisst das so ein bisschen. Und dann kommt eben so eine Situation, wo du plötzlich wieder so eine Unsicherheit verspürst und man weiss fast wie nicht mehr, was damit anfangen. So, man hat wie die Tools gar nicht, weil man so lange sich nicht mit dem hat befassen musste. Und ich finde, das sind eben coole Momente, um das auch nochmal zu merken. Zum Beispiel jetzt bei mir, mit dem Studiumsanfang jetzt nochmal. Ist ganz klar meine Unsicherheit gewesen, wie wirke ich auf Leute. Haben die Leute mich gern? Finden die Leute mich blöd? Komme ich so über, wie ich bin? Weil ich bin wirklich, ich kann das auch von mir selber behaupten und da bin ich auch froh, kann ich das mittlerweile, weil das hätte ich früher nie gesagt, aber ich bin wirklich ein herzensguter Mensch. Und ich würde nie etwas Schlechtes für irgendjemanden wählen. Niemand. Aber in dem Moment, wo ich mit fremden Menschen konfrontiert werde, habe ich wie automatisch Angst, dass sie von mir erwarten oder denken werden, dass ich der schlimmste Mensch auf der ganzen Welt bin. Und ich habe auch so Angst vor dem, weil das für mich so schlimme Menschen sind. Also weißt, schlimme Menschen sind für mich wirklich überdurchschnittlich schlimm. Schlimme Menschen sind immer schlimm, für jeden Mensch. Aber in meiner Welt sind schlimme Menschen wirklich das Schlimmste auf dieser ganzen fucking Welt. Und darum habe ich auch so Angst davor, dass andere Leute das von mir denken, dass ich so jemand wäre. Weil ich diese Leute so fest verurteile, dass ich wie nie wollen, dass irgendjemand gleich von mir denkt, wie ich von einer schlimmen Person denke. Und das ist mir aufgefallen mit dem Studiumsanfang, dass es mich mega beschäftigt, dass ich nicht weiss, wie ich ankomme und dass ich das auch nicht kontrollieren kann. Ich kann nicht entscheiden, was die Leute von mir denken. Ich kann auftauchen und so sein, wie ich bin. Ich kann mich nicht einmal verstellen, habe ich euch ja schon erklärt. Ich kann nichts machen. Ich muss
wie mein Herz dort auf den Tisch legen und jeder kann es einfach anschauen und nachher eine Meinung darüber bilden. Und mehr kann ich nicht machen. Ich kann niemanden täuschen, ich kann niemanden anlügen, ich kann nicht netter sein, als ich sonst wäre. Nicht mal das kann ich. Sondern ich muss einfach mich damit abfinden, was die Leute sich dann für das Bild von mir machen. So. Und das ist aber dann auch spannend für mich, wenn ich mir eben dann actually mal die Gedanken mache und nicht einfach nur verdränge und nie darüber nachdenke und so, dann kann ich ja eigentlich etwas aus dieser Situation lernen. Und zwar, anscheinend fühlst du dich gleich nicht so wohl damit, wer du bist. Und anscheinend juckt es dich gleich, was die Leute von dir denken. Auch wenn du bis jetzt gedacht hast, dass du eigentlich so langsam deine Persönlichkeit geformt hast und dass du damit klarkommst, wenn die Leute dich nicht gerne haben und dass nicht jeder dich gerne haben muss und blablabla. Aber wenn du dann actually wieder in dieser Situation bist, dann geht man ganz schnell wieder zurück in die Rolle, die man vielleicht als Kind eingenommen hat oder das sonst irgendwann und ist wieder ganz insecure, Alter. Und solange man den Grund nicht weiss oder nicht weiss, was das für ein Gefühl ist. Also ich zum Beispiel war einfach immer mega gestresst vor dem Studiumstart. Und habe natürlich auch nicht von Anfang an gewusst, ja, es ist, weil ich Angst habe, dass mich die Leute nicht gerne haben oder es ist Angst, dass ich irgendwie anders wirke, dass ich asozial überkomme oder so. Sondern ich habe gedacht, ja, ich bin jetzt einfach gestresst. Aber erst wenn ich herausfinde, okay, ich habe Angst vor dem und dem, wegen dem und dem kann ich ja daran arbeiten. Das heisst, Step Nummer 1, um zu sich selber stehen zu können, ist erstmal herausfinden, was kannst du auch nicht und was stresst dich und was triggert dich vielleicht auch, ich hasse das Wort, aber was triggert dich, was löst richtig krass Unbehagen in dir aus. Weil das sind dann auch Sachen, wo du unangenehm wirst. Also, man muss auch zu sich selber stehen in dem Moment, wo man ein Arschloch ist. Ich will auch, also nur weil ich sage, ich bin ein herzensguter Mensch, heisst das nicht, dass ich nie ein Arschloch bin. Ich kann auch ein richtiges Arschloch sein. Und dann muss ich auch den Leuten, wo ich ein Arschloch dazu bin, meine Kolleginnen zum Beispiel, mal erklären, hey, sorry, irgendwie ist gestern gar nicht gut gewesen, weil das hat irgendwie mir mega so das Gefühl ausgelöst, dass du mich einfach nicht gerne hast und das ist eine mega grosse Angst von mir und sorry, ich wollte gar nicht so überkommen, ich habe dich mega gerne und darum hat es mich gestresst, weil ich dich nicht verlieren will oder so. Wenn ich das nicht weiss, dann kann ich nicht zu mir selber stehen, kann ich nicht ehrlich sein, kann ich nicht authentisch sein, weil ich mir gar nicht die Chance gebe, mich mir selber zu erklären. Ich muss auch mich selber verstehen, um dann akzeptieren, wer ich bin. Wenn ich immer nur sage, nein, ich bin perfekt und nein, ich kann das gut und nein, mit mir stimmt eigentlich alles und alle anderen sind immer das Problem. Wie soll ich dann anstehen und sagen, doch, Emma, ich akzeptiere dich. Ich akzeptiere mich ja nicht in dem Moment, wo ich mich selber anlüge, dass ich perfekt bin und super bin. Dann sage ich ja literally mir selber ins Gesicht, Emma, ich lasse dir gar nicht zu. Ich respektiere dich gar nicht. Ich sehe gar nicht alle Facetten von dir. Ich will es nicht sehen. Ich habe meine Augen zu vor all deinen hässlichen Seiten. Es gibt keine hässliche Seite an dir. Und verdränge einfach alles. Das finde ich scheiße. Das war jetzt ein bisschen ein Abstecher. Das war eigentlich gar nicht alles, was ich sagen zu dem. Aber nutzt das Unbehagen. Nutzt, dass es fucking unangenehm ist, dass man wieder merkt, scheiße, irgendwie bin ich gleich insecure. Und findet heraus, was ist es? Finde ich mich hässlich? Finde ich mich dick? Finde ich mich dumm? Finde ich mich fehl am Platz? Und nachher von dem, was man dort herausfindet, dann nachher weitergehen. Das ist es, das ist, was wir machen müssen. Das ist fucking anstrengend, aber sonst kommt es nicht gut. Dann hilft es mir als etwas vom Einzigen wirklich trotzdem, weil ich bin ja, also wirklich, ich kann euch das nicht vorstellen, wenn ich draussen rumlaufe, es ist wirklich, mein Kopf ist voll, also überfüllt mit, oh mein Gott, der hat mich so angeschaut und nein, die hat es geschaut, oh mein Gott, die finden mich sicher scheiße, fuck Gott, die hat mich auch so komisch angeschaut und scheiße, was denken die von mir, haben die schon mal ein Video von mir gesehen, finden die mich scheiße, boah, scheiße, laufen, schneller laufen, sonst schauen sie die alle an, schneller laufen, fuck, schau weg, einer hat die angeschaut, schau weg, Mann, jetzt haben die gesehen, dass ich das Gipfel gekauft habe, finden die das blöd, dass ich das Gipfel gekauft habe, oh mein Gott, jetzt nehme ich wieder das Repul, das ist mein zweiter Repul am Tag, wenn der Verkäufer checkt, dass das mein zweiter Repul am Tag ist, weil ich heute schon mal in diesem Coop war, Mann, nein, ich kaufe jetzt kein Repul, weil das ist der gleiche Verkäufer. Das ist mein Kopf, Alter. Und das Einzige, was mir etwas bringt, in dem Moment, wo ich so krass in meinem Kopf, also sorry, das ist ja wirklich psychomässig, das darf ich keinem erzählen, dass ich so funktioniere, hilft mir nur daran zu denken, dass legit jeder denkt nur an sich selber.
Und das macht mich auch traurig. Ich habe zum Beispiel gestern Abend gekühlt wegen dem, weil ich dachte, oh mein Gott, niemand wird so fest jucken jemals, wie es mich juckt. Keine von meinen Kolleginnen wird es jemals so jucken. Kein Freund von mir wird es jemals so jucken. Niemand wird es jemals so fest jucken wie mich, weil mich juckt es wirklich, wirklich fest, was mit meinen Mitmenschen ist. Zu fest. Und ich denke mir jedes Mal, Alter, die anderen juckt es nicht so. Niemand juckt es so. Aber das ist eben auch etwas Gutes. Legit, jeder läuft draussen rum. Legit, wenn ihr mir nicht glaubt, geht mal vor irgendwo in der Stadt, steht an und beobachtet bei so einem Schaufenster, das es spiegelt. Die Sonne hittet so, dass es spiegelt. Schaut mal, was die Leute machen. Jede einzelne Person, egal ob das eine Person ist, die reich aussieht, die modelhaft aussieht, die aussieht, als wäre es irgendeine Cracky, die aussieht, also jede Art von Mensch schaut sich selber an in dieser fucking Spiegelung und schaut, oh, wie sehe ich aus? Und 90% von diesen Menschen, nachdem sie sich in dieser Spiegelung gesehen haben, richtet irgendetwas an sich selber. Oh fuck, gar nicht checkt, dass mein Pulli so aussieht. Ah, meine Haare stehen ja ab. Gar nicht checkt, oh mein Gott, wie schlimm, jetzt bin ich die ganze Zeit so rumgelaufen. Rucksack anders tun, Taschen richten. Gewisse machen ein Selfie. Egal was, die Leute sind obsessed mit sich selber. Und du bist wirklich nicht im Zentrum von ihrer Aufmerksamkeit. Es juckt niemand. Mir juckt niemand. Das ist eine traurige Realisation, wenn es so ist wie bei mir gestern Abend zum Beispiel, zum Wissen, ja, Bro, am Schluss bin ich einfach allein mit mir. Aber es ist auch eine schöne Realisation. Es ist nicht so deep. Du kannst im Fall wirklich jetzt gerade am Zürich HB vor 200 Leuten auf die Fresse fallen. Es würden vielleicht sogar 3 Leute filmen und 10 Minuten darüber lachen. Aber nachher juckt es keine Sau mehr. Wir sind so irrelevant. Also, lohnt es sich für dich, die zu verstellen oder nicht wirklich du selber zu sein, nur dafür, dass vielleicht 10 Minuten lang du im Kopf von dieser Person ist, für die du dich verstellst. Das lohnt sich ja mal hart nicht. Du bist eigentlich 24/7 bist du. Und ob jetzt 10 Minuten lang jemand muss aushalten, wie du wirklich bist und sich denkt, Alter, was ist das für eine? Oder ob du 24 Stunden am Tag einfach dich selber sein darfst und das geniessen kannst und dich akzeptierst, so wie du bist. Überlegt mal, das ist ja so crazy, Alter. Und wenn ihr wirklich noch das Gefühl habt, ihr könnt irgendjemanden von euch überzeugen, indem ihr euch verstellt. Oder ihr könnt, also zum Beispiel jetzt auch gerade beim Thema People-Pleasing. Also für Leute, die das nicht kennen. Es ist, du machst einfach alles für Leute, um ihnen zu gefallen, auch wenn du das eigentlich gar nicht machen willst. Zum Beispiel, du bist die Person, die immer die Hausaufgaben schickt und dabei schiesst dich eigentlich mega an. Oder du machst sogar extra die Hausaufgaben für die Person. Obwohl du... halt irgendwie da! Hallo! Hä? Es klingt richtig crazy. Auf jeden Fall. Sorry, jetzt bin ich gerade kurz abgelenkt. Aber du machst extra die Hausaufgaben. Du willst die Hausaufgaben eigentlich gar nicht machen, aber weil du weißt, jeden Freitag fragt dich der eine von der Klasse nach der Hausaufgabe, machst du sie extra für den... Leute, so Zeug. Das ist People-Pleasing. Wenn ihr wirklich noch so den Glaubenssatz in euch habt, dass ihr ohne das wird euch niemand gerne haben. Ohne, dass ihr die Nützliche sind, wo jede Woche ein Gebäck mit ins Geschäft bringt. Oder ohne, dass ihr die sind, die 24/7 available ist für ihre Kolleginnen, wo man immer anrufen kann, immer erreichbar ist. Du bist immer da für alle. Und du hast Angst, dass wenn du das nicht bist, dann werden die alle Leute hassen, dann hast du niemanden mehr, dann hast du keine Kollegen mehr. Das stimmt nicht. Hört sofort auf, das zu glauben, wenn ihr das wirklich noch in euch habt. Und ich weiss auch, dass das schwierig ist, von dem wegzukommen. Ich habe das zum Teil auch immer noch. Weil, ja, habe ich einfach. Und ich finde, es ist eigentlich auch eine schöne Eigenschaft, aber es wird halt immer ausgenutzt. Du gewöhnst nie mit dem. Genau gleich mit so Simp sein. Also es wird auch in Beziehungen oder so auf romantischer Ebene, es bringt dir gar nichts, wenn du alles machst für jemanden. Ein Typ und eine Frau, egal wer und was, niemand hat Bock auf die alles machen für einen. Denk mal selber dran. Denk mal an einen, den du 100-mal gefriendzoned hast und der ist dir trotzdem hinterher gesäckelt. Und es hat sich eigentlich schon gut angefühlt. Du hast so gedacht, oh ja, der ist ja noch nett. Kann man brauchen. Dem schreibe ich, wenn ich vom Ausgang nicht mehr heimkomme und frage, kann mich jemand abholen, dann schreibe ich dem Typ. Aber für mich ist er nicht gut. Wieso? Er wäre eigentlich nett. Wäre hübsch.
Aber irgendwie hat er die nicht so gecatcht. Weißt du wieso? Weil er jeden feuchten Scheissdreck für dich gemacht hat, sich selber verkauft, nicht zu sich selber steht, sondern alles machen wird, nur um dir zu gefallen. So Leute sind nicht attraktiv und nicht nur im romantischen Sinn und nicht, dass es darum geht, dass man für andere Leute ansprechend sein muss, aber das ist ja schon auch eine grosse Motivation für viele Leute, um Veränderungen hervorzurufen. Und ich finde, das ist auch okay. Bro, wenn man eine Motivation braucht, um sich zu verändern, Bro, dann nehmt halt die Motivation von einem Romantic Interest von mir aus. Aber niemand hat Bock auf Leute, die einem hinterher säckeln. Niemand, auch nicht in Freundschaften. Du wirst immer ausgenutzt, du wirst immer Nummer 2 sein, du wirst nie Priorität haben, wenn du nicht dich selber priorisierst. Du machst den Leuten vor, wie sie dich behandeln sollen. Wenn du dich selber scheiße behandelst, wenn du selber jeden Tag bis am 3 der Nacht wach bleibst für den einen Typ, der dir immer erst um 12 Uhr schreibt, dann sagst du dem Typ, ausser er ist sozial inkompetent und checkt so Sachen nicht, aber unmöglich, sagst du dem Typ eigentlich ins Gesicht, du schreibst das auf deine Stirn, mich kann man ausnutzen. Ich werde immer da sein, egal was du machst. Du kannst mir 40 Mal fremd gehen, ich bin da. Nimm mich, brauch mich, mach irgendetwas mit mir. Hauptsache, du zeigst mir, dass du mich brauchst. Und sorry, aber wir sind alle mehr wert als das. Mehr wert als nur gebraucht zu werden. Sondern das Schöne ist ja, wenn du selber sein kannst, wenn du dein eigenes Leben haben kannst, wenn die andere Person ihr eigenes Leben hat und am Schluss entscheiden sich beide immer noch füreinander. Alter, jetzt kommt Hilda da reingratschen. Hilda, nein. Und schluss entscheiden sich beide noch füreinander, obwohl du nicht alles machst für diesen Menschen. Oder sogar, weil du nicht alles machst für diesen Menschen. Du hast eine viel geilere Connection zu jemandem, wenn du nicht immer denkst, oh, jetzt muss ich noch Essen kochen für ihn, sonst verlässt er mich. Oder jetzt muss ich noch, wenn ich jetzt das und das kaufe, dann findet er mich sicher noch toller. Oder wenn ich das und das anlege, weil er hat ein Bild gelegt von einer, die so angelegt ist. Leute, das ist crazy. Es bringt dir nichts. Überlegt mal, was macht ein Hund, wenn du dem hinterher rennst? Der rennt noch weiter weg. Ich glaube, ich habe euch das schon 20 Mal gesagt, aber es ist halt legit so. Wenn du etwas hinterher rennst, wird es immer weiter wegrennen. Das ist ein Reflex. Und das ist auch, wenn du nicht physisch jemandem hinterher säckelst, sprintest, 100 Meter Sprint ableist, sondern auch im übertreiten Sinn. Leute, wenn ihr emotional jemandem hinterher rennt, wird die Person nie mit euch sein. Nie. Weil du schreckst ab. Sag du selber, sag mal, nein, sorry, heute habe ich keine Zeit. Heute habe ich keinen Bock. Oh, heute habe ich schon einen Plan. Auch wenn du keinen fucking Plan hast, mach dir einen Plan. Du kannst nicht 24/7 sein für alle Menschen, außer für dich selber. Und vor allem, wenn dir jemand am 6 Uhr zu oben schreibt, hey, kannst du um 9 Uhr? Nein, sorry. Sag mir am Tag vorher, dass du mich sehen willst. Oder weißt du, also ja, okay, spontane Pläne, aber stell dir vor, du hast einen Love Interest und die Person hat dir 2 Tage nichts geschrieben. Und am 3. Tag fragt sie am 6 Uhr, hey, kommst du um 7 Uhr? Und du springst, sagst, ja, sicher komme ich am 7 Uhr. Spinnst dir? Ganz bestimmt nicht. Und es ist mit allem so. Oh. Und ich weiss, vor allem als Frauen ist es schwierig, das nicht zu machen, sobald man jemanden liebt oder gerne hat, weil man einfach automatisch in so das Mütterliche reinkommt. Aber man muss sich wirklich Mühe geben, um nicht in das reinzukommen, weil auch für uns, sobald wir in die Mutterrolle reinkommen und sagen, hast du heute gegessen und musst du noch die Hausaufgaben machen und hast du die Wäsche schon gemacht und wir kennen es ja alle. Leute, sobald wir anfangen, das bei einem Typ zu machen, oh Mann, was ist los? Sobald wir anfangen mit dem, haben wir auch keinen Bock mehr auf den Typ, weil, sorry, du willst ja auch nicht deinen Sohn. und das machen wir. Wir machen das halt automatisch aus unseren Freunden mega oft. Und dann haben wir auch keinen Bock mehr auf den. Und dann ruinieren wir uns alles. Also nicht, dass wir nur die schuld sind, aber ihr checkt, glaube ich, was ich meine. Hört einfach allgemein auf mit dem Hinterherrennen, mit dem immer alles machen und immer. Und ich weiss, wir sind so erzogen worden. Das ist ja ein grosses Problem. Es wird gesagt, wir sind nichts wert, wenn wir nicht alles machen. Wir sind die schauen müssen, dass alles funktioniert. Wir sind die der Zusammenhalt sind. Frauen, liefern. Aber einfach mal wegkommen von dem. Und dann seht ihr mal, erstens, wer euch nicht nur ausnutzt, sondern euch gerne hat für euch selber. Und seht auch mal, dass ihr viel mehr wert sind als das. Und seht auch noch, wie fucking viele Leute Interesse an euch zeigen werden, wenn ihr plötzlich nicht einfach 24/7 da sind für alle. Das ist im Fall crazy, weil die Leute wollen immer das, was sie nicht haben können. Und das heisst nicht, dass man immer Games playen muss, aber du musst halt irgendwie deinen Wert überbringen. Und genau das habe ich gemeint mit, du lebst den Leuten vor, wie sie dich zu behandeln haben. Wenn du die mega gut behandelst, richtig krasse Boundaries setzt, also Grenzen setzt,
gut auf dich selber aufpasst, gesund lebst, keine Ahnung was, ich lebe jetzt auch nicht mega gesund, aber ich meine, wir kennen alle so Leute, die man anschaut und denkt, what the fuck, was ist mit dir? Wieso bist du so speziell und so anziehend? Das ist nicht, weil sie aussehen wie die Bella Hadid. Das ist, weil die sich selber respektieren und weil man dann automatisch denkt, oh mein Gott, das ist etwas Krasses, was man irgendwie respektieren muss. Und diese Impression willst du in anderen Leuten auch erwecken. Und dazu gehört auch, dass du zu dir selber stehst. Und ich sage, das, was ich gerade probiert habe zu erklären, könnte eine gute Motivation sein für euch, um es mal durchzusetzen. Was ich aber auch sagen will, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass Nettsein trotzdem eine Regel ist, die wir alle einhalten müssen. Nur wenn man zu sich selber steht, und zum Beispiel ich bin ja auch ein sehr direkter Mensch, also ich würde sagen, ich bin schon sehr ehrlich und gewisse Leute können gar nicht damit umgehen und für gewisse Leute wirke ich dann halt asozial, auch wenn ich es nicht so meine, aber ich bin einfach eine Direkte und finde alles lustig und hahaha. Dort gehört aber schon auch dazu, dass ich nicht jeden feuchten Scheissdreck sage, der mir im Kopf rumschwirrt. Weil, glaube mir, dann würde ich die Sprüche, die ich beim Flavio mache, würde ich bei jedem Menschen auf dieser Welt machen. Kann ich nicht, darf ich mir nicht erlauben. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht zu mir selber stand, sondern das hat einfach etwas mit Respekt und irgendwie Toleranz und keine Ahnung, Alter, nicht ein scheiß Arschloch sein zu tun, dass man nicht einfach alles unter dem Deckmantel von «ich bin authentisch und ich bin ich selber» versteckt und sagt «ja, also sorry, nur weil ich ehrlich bin». Und dann sagst du hast so eine fette, hässliche Nase». «Ja, sorry, ich bin halt einfach ehrlich». Das geht nicht. Das wollte ich nochmal noch anmerken. Das geht nicht. Dann habe ich noch einen anderen Punkt, wo ich vielleicht helfen kann. Weil ich glaube, ihr wisst es ja alle. Also die Sachen sind ja nicht etwas Neues, was ich euch sage, aber amigs braucht man so ein bisschen einen Tritt in den Arsch. So etwas, wo man denkt, wie das mit dem, ja, jeder denkt nur an sich selber. So ein bisschen, stimmt, hast ja recht, stimmt. Stell dir mal vor, so die Menschen in deinem Leben, die du kennengelernt hast, die so einen richtig krassen Eindruck auf dich hinterlassen haben. Wo du immer noch amigs daran denkst, obwohl du eigentlich nicht viel mit dieser Person so speziell viel damit zu tun hast, das war nicht deine beste Kollegin oder so, aber die Person hat einen krassen Eindruck hinterlassen. Und du denkst noch oft daran und bist so, das ist so wie der. Oder stimmt, das hat die und die immer gemacht. Oder das erinnert mich mega an. Was sind das für Leute? Das sind nicht die den Award gewinnen für netteste, unkomplizierteste, ruhigste, ungestörteste Engelsperson auf der Welt. Das sind nie die. Nie. Weil das ist langweilig. Es ist langweilig. Die Leute, die dir im Kopf bleiben, sind die ein bisschen crazy sind. Die Leute, die ein bisschen komisch sind, die auch amigs Sachen machen, wo du denkst, Bro, spinnst. Und trotzdem denkst du, wenn du auf jeden Fall zumindest ein bisschen soziale Kompetenz besitzt, denkst du nicht an die Leute und denkst, oh mein Gott, Alter, so eine peinliche, so ein Schämmer. Was ist das für eine? Zum Glück bin ich nicht so. Sondern man denkt sich als Person, die ein bisschen gescheit ist, denkt man sich, schon noch spannend, schon eine coole Person. Das macht die Person aus. Das finde ich cool. Das ist richtig Emma-like. Boah, das war ein richtiger Emma-Move. Das heisst nicht, dass es negativ ist. Das heisst einfach, oh mein Gott, das war richtig eindrücklich gewesen. Und du willst doch auf dieser Welt einen Eindruck hinterlassen. Du willst nicht einfach nur ein Flüge an der Wand sein und Leute beobachten und keiner weiss etwas über die und keiner juckt es eigentlich. Und man denkt sich so, ja, das ist doch die immer so ruhig ist. Und ja, es ist zwar schon die Hausaufgabe, aber sonst, komische. Weiss ich nichts darüber. Juckt mich nicht. Sondern lieber bist doch die, wenn die schon so juckt, was die Leute von dir denken, dann überleg dir mal das. Du bist doch lieber die denken, Alter, das war so eine geile Sau gewesen. Richtig weird, Alter. Also haben wir schon gedacht, so, das ist schon ein bisschen komisch, aber so lustig, so cool, dass sie zu sich selber steht und einfach so ist, wie sie ist, Alter. Das will ich auch mal können. So Leute sind das, Bro. Und so jemand kannst du auch sein. Wieder, lieber bist du 10 Minuten die Komische im Raum, als dass du 24/7 die bist, die die Fresse hat, obwohl du ganz viel zu sagen hättest. Dann kommen wir schon fast zum letzten Punkt, Leute. Die Meinung von anderen Leuten juckt uns ja alle obviously schon. Sonst wären wir nicht da, das am Hören oder ich nicht am Erzählen. Aber, glaubt mir, ich habe in meinem Leben einen krass unproportionalen Amount of Hasskommentare zu mir als Person bekommen. Das ist ja nicht normal. Also hättest du das einem Uga-Buga-Mensch gesagt, wie viele Kommentare das ich schon zu mir als Person bekommen habe, dann wäre der tot umgekehrt. Das ist nicht normal, das ist nicht natürlich. Aber was ich von dem wegnehme, ist, es sind nie coole Leute, die einen Scheiß zu dir zu sagen haben. Nie. Es ist nie jemand, der etwas erreicht hat.
Es ist nie jemand, der auch mal etwas gewagt hat. Es ist nie jemand, der weiss, wie es ist. Es ist nie jemand, der krasse Sachen im Leben erlebt hat und vielleicht Tiefe im Charakter hat. Es ist nie jemand, der weiss, wie Menschen funktionieren. Es sind nie coole Leute. Es sind immer Opfer. Sorry, dass ich das so sage. Aber wirklich Opfer im klassischen Sinn. Nichts erreicht, keine Ambitionen. Daheim verbittert. Einfach nur hässig auf die Welt. Und für so Menschen musst du dich wirklich nicht verstellen. Und die anderen Menschen, die nicht Opfer sind, die juckt es im Fall entweder nicht. Oder sie denken sich, cool, Selina gibt sich richtig Mühe, sich selber zu sein. Weil mega oft ist es ja auch das, ja, jetzt bin ich schon so in dieser Rolle gefangen, jetzt bin ich schon 10 Jahre in der Schule und bin immer so gewesen, wie soll ich jetzt im 11. Jahr plötzlich ein anderer Mensch sein? Wie soll ich das machen, Emma? Das bekomme ich auch oft die Frage. Leute, es juckt niemand. Und die einen Scheiß dazu zu sagen haben, sind so peinlich. Das sind die anschauen und eigentlich daheim denken, boah, das ist so cool, dass sie sich das traut. Ich würde mich auch gerne trauen, um nicht mehr so ein Arschloch zu sein, aber ich bin schon so gefangen in dieser Rolle. Fertig. Leute, die so fest juckt, sind Opfers. Weil, wie meinst du das? Du hast nichts Besseres in deinem Leben und denkst den ganzen Tag nur darüber nach, was alle anderen am machen sind. Peinlich, 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 peinlich. Und die Leute sollten dich nicht jucken. Ich weiss, es macht weh. Und ich weiss, es stresst, wenn, zum Beispiel auch in der Schule, wenn es wirklich eine Person gibt, die dich den ganzen Tag macht, immer. Aber das sind peinliche Leute. Rett dir selber das ein. Das ist so peinlich, das ist so cringe. Alter, was bist du für ein Opfer? Auch wenn es nicht nett ist, das über jemanden zu sagen oder zu denken. Aber du denkst es ja nur. Du musst ja nicht ins Gesicht sagen, du verdammtes Opfer. Denkst dir einfach, oh mein Gott, was bist du für ein Peinlicher? So. Und zu guter Letzt. Du wirst wirklich das ganze Leben mit dir selber verbringen. Du mit dir. Alle anderen gehen. Jeder andere Mensch geht oder hat auf jeden Fall die Möglichkeit zu gehen oder wird gehen müssen. Wege werden sich trennen, Leute werden sterben, alles. Du und du. Nur du. Und wir haben nicht so viel Zeit. Auch wenn wir das meinen. Ich kann das auch gar nicht fassen. Und ich denke auch viel zu wenig darüber nach, dass wir eigentlich gar nicht so viel Zeit da haben und jeder Tag mega crazy ist und so. Aber genau das, was ich auch vorher gesagt habe, das ist schon crazy, wenn das ich immer die sein wird, wo es am meisten juckt und wo am meisten investiert und wo am Niemand sonst ist so für mich da wie ich. Niemand lässt mir so zu wie ich selber. Niemand juckt es, außer mich. Ich juck nur mich. Also sollte ich mir auch den Respekt erweisen, mich zu trauen, wirklich authentisch zu sein und nicht mich für mich selber zu schämen. Weil wirklich eine Lebzeit voller Scham ist eine sehr lange Zeit und sehr torturös, Alte. Gibt es das Wort? Keine Ahnung, aber ich finde, es passt. Schrecklich. Sich schämen ist eines der schlimmsten Gefühle, finde ich. Und indem du nicht du selber bist und nicht zu dir selber stehst, schämst du dich ja für, was du eigentlich bist. Und ich finde, das hast du nicht verdient. Dann sollen sie halt Scheiße finden, Alter. Lieber finden sie die Scheiße, als dass sie gar nicht gecheckt haben, dass du im gleichen Raum bist wie sie. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als ignoriert zu werden. Und als Person, die immer nur alles probiert, perfekt zu machen und immer wirst du ignoriert. Ausser du bist gerade nützlich. Stand zu dir. Du bist fucking geil, so wie du bist, auch wenn ich dich vielleicht nicht gerne hätte. Ich weiss nicht, ob ich dich gerne hätte, du mir zulässt. Wahrscheinlich schon, weil du das Zeug hörst. Aber es kann auch sein, dass wir uns nicht verstehen würden. Und trotzdem wärst du wegen dem nicht ein schlechter Mensch. Und ich auch nicht. Sondern du wüsstest einfach umso mehr, okay, ich weiss, was für Menschen zu mir passen. So eine wie die Emma ist es nicht. Aber ich habe meine Leute. Und auch wenn nicht, ich habe mich selber. Ich weiss, wie ich funktioniere. Ich bin cool so, wie ich bin. Und ich werde für immer mit mir selber müssen chillen. Darum so hasse ich mich mal ein bisschen weniger, weil es ist anstrengend, sich selber zu hassen. Das ist wirklich jeder Tipp, den ich euch habe, der nicht einfach nur ist, ja, ihr müsst selbstbewusst sein und ja, ihr müsst euch selber lieben. Das ist ja logisch, aber das ist so schwierig, um irgendwie in Wort fassen und einfach umsetzen. Und das geht ja ewig, bis man wirklich Selbstbewusstsein erlangen kann. Und eben, dann meinst du, du bist selbstbewusst und dann kommt wieder ein neuer Lebensumstand und du bist wieder bei Punkt -10. Und wir lernen immer mehr dazu. Und ich glaube, es ist auch cool, wenn man viele so Situationen hat, wo man denkt, what the fuck? Ganz viele neue Lebenssituationen. Wir sind so jung, wir können noch so viel lernen. Wir sind noch nirgends. Und es ist cool, dass wir so viel lost sind eigentlich, weil nur so lernen wir. Wir müssen Lösungen finden, wir müssen uns selber kennenlernen und wir haben noch so viel Zeit. Die Zeit rennt uns nicht davon, aber wir müssen schon auch die Zeit nutzen und nicht einfach nur im Selbstmitleid versinken oder uns einfach hassen oder einfach uns daheim einsperren.
wir können alles machen. Du kannst jetzt auch jetzt noch entscheiden, du wirst ein Arschloch, okay, viel Spaß. Aber du kannst auch jetzt noch entscheiden, dass du mega die entfaltest und cool wirst und Freude am Leben hast. No joke, Leute. The power of the mind, man. Das war alles. Das war meine Motivational Speech. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Sagen wir nochmal, wie jede Woche, sagen wir gerne. Schreiben wir auf Insta, kommentiert auf dem neuesten Insta-Post, was ihr sonst gerne noch hören würdet. Folgt, hört mal auf Insta. Hä? Wir heissen «Hört mal» auf Insta. Ganz easy peasy. Kommentiert auf dem Post. Geben wir immer sehr Mühe. Und wir hören uns nächstes Mal. Es hat mich sehr gefreut, meine Lieben. Tschüss!